feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna Hallo Reisefreunde und einen wunderschönen guten Morgen aus Norwegen. Ein weiteres Mal direkt von der Fähre. Ja, und das werden auch noch ein paar Mal kommen. Wir haben jetzt die Route überarbeitet, wir wissen, wo es lang geht und ja, da kommen noch ein paar Fähren. Ja, wer das letzte Video nicht gesehen hat, da haben wir uns ein bisschen aufgeregt über die Preise und über Norwegen. Dann schaut das Video nochmal nach, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, wie es jetzt weitergeht. Wir haben uns entschieden und wir können es mal so sagen, der Weg ist das Ziel. Heißt also, wir werden weniger Touristenattraktionen besuchen, sondern viel mehr fahren und viel mehr erleben wahrscheinlich auch. Ob wir es ganz bis zum Nordkap hochschaffen, mal schauen, eher nicht. Da sind wir uns intern noch nicht ganz einig. Da müssen wir intern noch ein bisschen verhandeln, wie das weitergeht. Da liegt Schwedisch Lappland oder Nordkap, so ein bisschen im Genau, Rennen. ich würde gerne zum Nordkap, und Steffi. Ich nach Lappland. Genau, das müssen wir noch auskehren. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sind gleich da. Wir fahren heute Morgen in Richtung Sand und dann weiter auf dem 13er der wunderschönen Route weiter in Richtung Norden. Ihr seid natürlich mit dabei. Los geht's. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette, city lights looking fine. Und zwischendurch auf diesen spektakulären Fahrten findet man dann immer wieder Haltestellen, wo man fantastische Ausblicke hat. Zum Beispiel diesen hier. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me. Nächster Halt, Wasserfall, und wir haben heute so unendliches Glück mit dem Wetter. Schaut euch das mal an, es sind gefühlte 30 Grad. Das hatten wir jetzt schon seit Tagen nicht mehr und das macht die ganze Sache natürlich noch zusätzlich schön. Schaut mal diese Wahnsinnsaussicht an und richtig cool an diesem Parkplatz ist, hier hat es ein Fahrrad, ihr seht das, das ist mit Blumen geschmückt, vorne im Korb und hinten hat es einen Hinweis darauf, wo drauf steht, wenn wir durstig sind, dann gib uns Wasser. Also sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt auf diesem Rastplatz, dass man diese schönen Blumen hier pflegt. Und es scheint auch gemacht zu werden, weil sie sehen wirklich ganz, ganz schön aus und immer noch ganz frisch. Richtig cool, dieses Norwegen. Wir haben uns im letzten Video ja ziemlich beschwert über Norwegen, über die Preise und so weiter. Das hat sich nicht geändert, aber diese fantastische Aussicht den ganzen Tag, das entschädigt natürlich schon für sehr, sehr viel. Also das ist wirklich richtig cool. Jetzt gehen wir mal zusammen mit Steffi hier den Wasserfall anschauen, oder? Wie sagt man Wasserfall auf Norwegisch? Fossen. Fossen. Ich glaube. Fossen ist Wasserfall und Breen ist Gletscher. Ist Gletscher. Den schauen wir dann morgen, übermorgen oder übermorgen an. Dann später. Genau, jetzt erstmal Wasserfall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone. Der Wasserfall ist übrigens 180 Meter hoch
und hat 40 Meter freien Fall. Sieht richtig cool aus, aber noch cooler ist eigentlich, wo das Ganze gelegen ist, weil da hinten ist der Fjord und hier ist der Wasserfall. Ich meine, was will man mehr? So cool. Wasserfall top und weiter geht die Fahrt. Obwohl, kleiner Tipp, bei diesem Wasserfall geht nach ganz oben, auch wenn es anstrengend ist, es lohnt sich. Aber jetzt geht's weiter. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Vor ein paar Minuten haben wir die Straße gewechselt. Wir sind nicht mehr auf dem 13er, nicht mehr auf dem 42er, wir sind auf dem 520er. Und ihr habt vielleicht auf den GoPro-Aufnahmen, auf den Dashcam-Aufnahmen schon gesehen, es ist richtig eng hier oben. Aber es ist eine Gegend, die ist so unwirklich, das könnt ihr euch schlicht nicht vorstellen. Wir sind hier, ihr seht es, irgendwo im Nirgendwo. Ich würde mal sagen, wir lassen gleich die Drohne steigen, weil das kann man eigentlich gar nicht fassen, wie extrem geil das Ganze ist. Karl meistert das Ganze wieder super gut. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt ein Picknick und lassen zwischendurch mal die Drohne steigen. Ich würde mal behaupten, Mittagspause geglückt heute an diesem Montag, an diesem wunderschönen Montag. Wir fahren weiter dem 520er entlang und das, was ich mit der Drohne vorhin gesehen habe, verspricht schon ganz viel. Los geht's!
Wir sind auf dem Weg nach unten, glauben wir zumindest. Der 520er, Leute, der hat's in sich. Der ist so geil. Also ich glaube, das ist das Allergrößte, was wir bis jetzt auf unserer Reise gemacht und gesehen haben. Gigantisch, echt einfach nicht von dieser Welt. Louis startet schon wieder die Biene und ja, ich würde mal sagen, für euch gibt es jetzt Drohnenbilder. So, und zum Abschluss des Tages verkünden wir euch jetzt eine absolute brandheiße Sensation. Machen wir das? Wir haben uns einen Defender mit Dachzelt gekauft. Wir haben den eingetauscht, jetzt bei Karl ist weg und... Wir steigen auf den Defender um. Die Fahrräder sind auch schon draufgeschraubt, das habt ihr euch ja auch alle montiert, gewünscht. Dachzelt sogar ist extra groß, damit wir uns nicht zu nahe kommen. Ja, das war's mit Karl. Ende. Ja, kleiner Spaß am Rande. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss des Tages machen wir jetzt nochmal einen Wasserfall. Klitzeklein. Einen klitzekleinen Wasserfall. Und danach melden wir uns dann wieder vom Schlafplatz. No. Da wollte uns jemand fotografieren, dabei sind wir ja am Film. Ja, wir melden uns wieder vom Schlafplatz. Für euch gibt es die Bilder vom Wasserfall. Der nächste Morgen ist bereits angebrochen. Wir mussten gestern so viele Eindrücke verarbeiten, dass wir schlicht nicht mehr dazu kamen, das Video zu beenden. Aber ich denke, mit den Bildern von gestern ist auch alles gesagt. Da braucht es nicht mehr. Es war schlicht und einfach fantastisch. Norwegen hat abgeräumt. Anders kann man das wirklich nicht sagen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich denke, es war das aufwendigste Video, das ich je geschnitten habe. Ich habe heute Morgen noch die Daten gesichert. Das sind über 60 Gigabyte. Also ich hoffe, da ist was Schönes zusammengekommen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr noch mehr von Norwegen sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin mir sicher, es geht genauso spektakulär weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.